So, ich schaue mal, ob das klappt. Stream ist offline heißt es so. Stream ist live. Okay, hat das geklappt? Sieht fast noch aus. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Das stimmt noch gar nicht. Ja. So, hallo. Okay, man hört mich, das freut mich schon mal sehr. Wow. Ich würde gerne irgendwo sehen, steht da irgendwo, wie viele Zuschauer ich habe. Ups. Ihr hört mich, das ist schon mal super. Okay, das sieht man da noch nicht, wie viele Zuschauer ich habe. Ich tue es ganz kurz auf Instagram ankündigen, dass ich da einen Livestream mache. Eine Sekunde. So. Ich sehe da mein günstiges, wirklich sehr günstiges und doch funktionierendes Handy. Ich mache nur ganz kurz eine Insta-Story, dass ich livestream. Und jo. Zuerst mal muss ich den Link zu dem Dings kopieren. Schön. Das ist jetzt ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Ich bin gerade bei euch. Gib mir noch 1 Minute bitte. Just 1 minute. So, jetzt habe ich nämlich den Link von dem Livestream kopiert. Jetzt kann ich es hier in die Insta-Story machen. Jetzt laggt mein Handy ein bisschen. So, alle zusammen, ihr könnt hier aufswipen, wenn ihr Lust habt, in einem sehr spontanen Livestream auf YouTube vorbeizuschauen. Ich rede einfach ein bisschen über das ihr Lust habt zu reden. Einfach hier aufswipen. Bis gerade. Okay, reden müsst wir können. Jetzt kann ich hier nämlich den Link zu dem Dings zum Stream dazu machen. Und dann kann man aufswipen. Und ist im Stream. So, jetzt bin ich nämlich wieder bei euch. Kann ich in der Ferien bitte nach Bern kommen? Ja, warum nicht? Spiel Fortnite? Ja, könnte ich machen manchmal. Die Verbindung hat offenbar ein bisschen Stress. Ich könnte Fortnite spielen, aber ich bin da jetzt gerade ausnahmsweise auf meinem MacBook dran und das eignet sich überhaupt nicht zum Videos spielen. Ich hoffe, es überhitzt nicht total. Oh shit, ist schon richtig heiß. Ja, no. Ich halte 2 Kerner. Okay, ich lese ein bisschen eure Kommentare und sage, was ihr wissen wollt, oder sagen wir. Nicht lernen für die Uni, könnt ihr jetzt machen, ach Gott, naja. Lass ich mir einen Bart wachsen? Nein, ich habe mich vergessen, heute zu rasieren. Ist ja auch egal, es sind ja eigentlich fast Ferien. Belgien, Japan, Alter, das Ende am Schluss. Ich hätte es den Japanern so gönnt, es war richtig hart gewesen. Ja. Seitdem mache ich YouTube. Ich habe mit Ask Switzerland angefangen am 6. März 2015, also seit ein bisschen mehr wie 3 Jahren. Open Air Frauenfeld. Ich habe dieses Jahr kein Presseticket bekommen, leider. Aber ich habe es auch ein bisschen zu spät angefragt, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte es ein bisschen früher noch fragen müssen. Letztes Jahr habe ich gefragt und dann eins bekommen. Dieses Jahr leider nicht. Aber ja, no, es ist nicht so schlimm. Wieso bin ich noch wach? Dann gehe ich halt ohne die Nacht ins Bett. Ich habe natürlich schon die Nacht gegessen, also es würde mich wundern, wenn du am halb 11, 20 ab 10 Uhr noch die Nacht isst. Open Air Gampel liegt, glaube ich, eher drin. Ich muss mal schnell schauen, wie viele Leute dazu schauen. Das müsste doch da irgendwo stehen. Wow! 145. Not bad. Du hast mich mal gesehen mit dem Marc im Bus in Thun, dass es Sachen gibt. Ich weiss, du hast eine andere Richtung eingeschlagen, aber ich würde dich in den Medien sehen als Moderator. Meinst du nicht? Ich weiß es nicht im Fall. Also, es gibt viele Sachen, in denen ich mir vorstellen könnte. Ich glaube, Moderator würde mir sicher gefallen, aber ich habe das Gefühl, es gibt noch andere Sachen, die mir jetzt noch besser gefallen. Ich glaube, am liebsten bin ich halt mein eigener Chef. Und als Moderator muss ich halt immer sagen, mache, was die Regie von dir verlangt. Das ist halt irgendwie nicht so geil. Mit Moritz Emsberger, kennst du ihn auch? Ich finde ihn super. Grüß ihn ganz herzlich von mir. Beste Kater, zusammen mit dem Arseni. Wieso der Titel Stream mit dem Mark Galaxy? Ich meinte, ich habe den Titel aktualisiert.
Es müsste eigentlich stehen, spontaner Livestream über bestimmte Themen. Habe ich das, ist es noch nicht? Hat es den Titel noch nicht aktualisiert? Das ist komisch. Weil, weil also ich habe, mein Titel, den ich hier geschrieben habe, ist anders. Der ist nicht mit dem Marc, weil das ist noch aus dem letzten Stream. Aber ich weiß nicht, warum. Titel ist aktualisiert. Okay, gut, super. Okidoki. Dann ist er offenbar bei manchen aktualisiert und bei anderen nicht, was ein bisschen komisch ist. Also bei mir steht es jetzt 240 Zuschauer da. Das ist deutlich mehr, als ich erwartet habe. Also wirklich deutlich, deutlich, deutlich. Mich würde es interessieren, die würde es interessieren, ob ich Auto fahre und dass ich von Tempo 80 auf der Autobahn fahre. Halt, ich fahre Auto, ich habe auch ein eigenes, zwar jetzt nicht gerade eine mega geile Kiste. Muss fairerweise sagen, ich habe sie mit meinem YouTube-Money gekauft. Aber es ist nur ein Nissan Micra, also 80 PS, eine sehr bescheidene Kiste. Dafür nicht die älteste, erst 5 Jahre alt. Aber sicher jetzt nicht irgendwie das übelste Aufrisser-Auto. Also das ist ganz klar nicht. Dafür zuverlässig. Also wo nichts dran ist, kann nichts kaputt gehen. Das ist mir ziemlich wichtig. Wieso SVP? Also ich bin jetzt nicht der typische SVP-Wähler. Bei mir kommt es ziemlich auf die Person an. Ich bin ja selber Mitglied bei einer anderen Partei wie bei der SVP, nämlich bei den Jungen Freisinnigen. Das ist quasi die Tochterpartei von der FDP. Naja. Komm doch mal auf Fribourg. Warum nicht? Why, wieso ein Aufrisser-Auto, wenn ich schon ein Aufrisser bin? Ach, danke vielmals. Oh, das ist aber nett. Ja, das ist wirklich sehr, sehr nett. Mach Kanalbewertungen. Das Ding ist, ich habe auf meinem anderen Kompi, also auf dem Fest-Kompi, da habe ich mit der Open Broadcaster Software, das was ich überall kann einstellen kann, dass ich flip zwischen Kamera oder zwischen Screen. Jetzt hier weiß ich nicht, was in dem Ding, was ich jetzt auf Stream alles zumuten kann, darum mache ich jetzt mal nicht zu viel. Bin ich dabei am Open Air Frauenfeld? Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, ich habe leider dieses Jahr keine Pressetickets bekommen. Nächstes Jahr vielleicht. Komm mal auf Glarnerland. Ja. Okay. Dankeschön für die 10 Franken. Also, keine Ahnung. Also, es freut mich natürlich, dass ihr das unterstützt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das so mega verlange. Also, fühlt euch bitte nicht verpflichtet oder überhaupt genötigt, mir Geld zu geben. Ich streame jetzt einfach, weil ich Lust drauf habe. Nicht, weil ich damit irgendwie verdienen möchte. Das ist natürlich nett, aber bitte fühlt euch nicht verpflichtet. Aber wie gesagt, Dankeschön vielmals. Master Möhre Mister, wie alt bist du? Ich bin 20. Komm auf Chur. Kommen du SG. St. Gallen. St. Gallen bin ich ab dem Donnerstag wieder. Letzte Prüfung. Und ja. Was ist das für eine Uhr im Hintergrund? Die habe ich schon seit Ewigkeit. Ich glaube, die habe ich sogar auf die Geburt bekommen. Ich weiß es gar nicht. Ähm, ihr wisst vielleicht, dass ich an HSG bin. Habe jetzt aber mir entschieden, ein Zwischenjahr einzulegen. Vielleicht auch definitiv aufzuhören. Es kommt darauf an, ob ich jetzt die Prüfungen bestand. Wenn ich sie bestand, dann überlege ich es mir, ob ich noch vielleicht weitermache. Wenn ich sie nicht bestand, mache ich sicher keine. Also dann, nein. Und ich werde vermutlich nach China oder nach Taiwan oder Hongkong gehen, um dort Chinesisch zu lernen. Das ist natürlich für meine Videos ein bisschen schwieriger. Ich schaue, was sich noch machen lässt. Ich muss auch sagen, wenn ich nach China, also Festland China gehe, habe ich natürlich das Problem, dass ich gar nicht erst Zugriff auf YouTube habe. Und das ist halt schon ein riesen Scheiß. Von dem her weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Grüß aus Lörrach, grüß zurück, liebe Nachbarn. Ich bin ziemlich nah hier in Basel von dir. Das sind echt geile Nachbarn. Meistens. Nein, eigentlich immer. Gang wieder mal auf Bern kiffen. Wieder mal auf Bern kann ich, aber kiffen habe ich selber noch nie. Hat es aber vor. Aber ich habe eine gewisse Vorbildfunktion. Ich möchte das auch nicht Leute zu falschen Taten verleiten. Komme ich mal nach Grenchen. Grenchen ist jetzt irgendwie nicht so groß. Also ich meine, es ist zwar nicht weit weg von Basel, aber naja. Freue ich mich aufs Spiel gegen Schweden, Mann. Ja, aber ey, es muss eine bessere Leistung an wie gegen Costa Rica, weil sonst. Meine Güte. Das ist zu wenig gewesen.
Weißerzwalen, Dankeschön nochmal übrigens. Auf Biel, bien, warum nicht? Könnt ihr mal machen. Can, du könntest mir Pressetickets organisieren fürs Open Air Frauenfeld. Also, ja. Sehr gern. Würdest du, ich weiß nicht, bist du beschäftigt? Wärst du vielleicht eventuell mein Kameramann dort? Schreibst mir vielleicht nachher schnell auf WhatsApp. Wir können nachher, falls du noch wach bist, nach meinem Stream auch ganz kurz einfach WhatsApp callen. Das wäre mein Vorschlag sonst. Ich würde natürlich auch erkenntlich zeigen und die entsprechend verlinken. Und auch im Video natürlich sagen, wie dankbar ich bin und so weiter und so fort. Also, mein Vorschlag wäre, dass du mir jetzt schnell auf WhatsApp schreibst. Und sobald ich hier fertig gestreamt habe, schreibe ich dann zurück und schaue, ob ich dir anrufen kann. Weil das wäre natürlich mega geil, wenn ich es über dich schaffen könnte. Weil es wäre einfach nice. Wow, wir haben 300 Zuschauer. Meine Güte. Ich finde das, wisst ihr, also ich meine, es gibt immer so Leute, die kommen zu mir und so, fragen so, wie fühlt sich der Fame an? Und ganz ehrlich, ich bin nicht jemand anderes. Und ich würde mich nicht als Fame bezeichnen. Ich bin jetzt kein Justin Bieber, ich bin kein, wer auch immer, also ich meine, ich habe 60'000 Abonnenten, das ist schön und gut. Ich werde auch ab und zu erkannt. Heute zum Beispiel, als ich im Rheinbeck baden bin, ich erkannt worden, im Wasser. Aber bin ich jetzt durch das ein anderer Mensch, ein besserer Mensch? Nein. Aber darum finde ich es eben erst recht mega krass, dass jetzt, ich meine, ich sitze da an, ich habe eigentlich einfach nichts Wichtiges zu sagen, sondern ich sitze einfach da, weil es mir Spass macht und trotzdem schauen wir 313 Leute dabei zu. Die Welt ist speziell. Und ich bin sehr dankbar dafür. Liam Adams, warum fühlst du dich ausgeschlossen? Soll ich mal in Deutschland ein Video machen? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Alter, ihr überschlönt euch in den Kommentaren. YouTube-Film gleich würde ich jetzt nicht behaupten. Aber ich würde es auch nicht komplett negieren. Also, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt das ein oder andere Erlebnis, das ich vielleicht nicht gehabt hätte, wenn ich jetzt nicht YouTube-Videos gemacht hätte. Wer weiß. Der Martin und ich planen demnächst wieder mal FIFA zu streamen. Also ist jetzt kein Witz, der Martin und ich wollen FIFA streamen. Und hoffentlich machen wir das auch bald. Habt ihr die Schatten hinter dem Lionel gesehen? Das wird mein eigener sein, also etwas anderes kann ich mir nicht erklären. Bin ich Albaner? Nein, ich bin Schweizer. Komm ich mal, Dankeschön übrigens Lindberg für die 2 Franken, komme ich mal auf Aarau. Ich habe ein Video in Aarau gemacht, das heisst Autotest für Aargauer, glaube ich. Aber wenn ihr Lust habt, dann kann ich wieder mal nach Aarau kommen. Shopping Tivoli hätte ich übrigens mega Bock. Aber die wollen nicht, dass ich dort vorbeikomme. IB gegen Basel, Fußball-Challenge, wieder mal. Soll ich machen? Möglich. Bern mit Ankündigung. Also wie gesagt, wenn ich etwas ankündige, also wenn ich neu mehr anfahre, und das ist wirklich immer so, ich verspreche euch, ich mache es wirklich immer so, dann mache ich es in meine Insta-Story. Ich tue es in meine Insta-Story und sage, wo ich anfahre. Das ist absolut hoch und heilig versprochen. Absolut. Und nichts wird an dem Prinzip geändert. Das heißt, ich tue es wirklich immer irgendwie so 2 Stunden vorher ankündigen, wenn ich in den Zug oder nein, ins Auto steige. Und ja. Nie lese ich meine Kommentare. Ja, ich kann nichts dafür. Es sind einfach gerade ein bisschen sehr viel. Also, ich meine es wirklich null böse. Mach den Adler. Also, ich grüße Einsiedler ganz herzlich. Hallo Einsiedler, du bist super. Was für Berufspläne für die Zukunft? Mein großer Traum wäre, mal ein eigenes Unternehmen zu haben. Ja, das wäre mein großer Traum. Wie habe ich am 10. Juni abgestimmt? Was haben wir am 10. Juni überhaupt alles gehabt? Gott, wir haben so viel abzustimmen. Also ich habe abgestimmt, aber ich weiß nicht mehr, was alles zur Debatte gestanden ist. Wie wäre es nochmal mit Vinci? Jo, ich habe ja gerade das Albani-Fest verpasst. Es ist schrecklich, aber ich habe keine
Zeit gehabt dafür und wenn ich auch ehrlich bin, einfach keine Kraft. Ich habe eine mega harte Prüfungsphase hinter mir gehabt und ich habe einfach lieber ja, Pause gemacht, anstatt mir gerade wieder in die Videos zu stürzen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel. Oh, danke, 20 Franken. Kannst du am SOB. Okay, jetzt habe ich gerade irgendwie. Hängt es gerade ein bisschen? So, jetzt bin ich wieder da, hoffe ich. So, nein. Hängt es bei euch? Weil. So, warte, ich will noch. Ich hoffe, es hängt nicht bei euch. Was ist los? Kannst du am SOB. Alter, ich check das gerade hart nicht, was los ist. So, jetzt bin ich wieder da. Okay, versuch's mal. Kannst du im SOB vom Swiss Team Mix ein Shoutout geben? Ja. Ganz herzliche Grüße gehen raus an dich. Swiss Team 6. So, sorry. Muss ein sehr tolles Team sein. Ihr seid wahrscheinlich zu 6, wenn ich das richtig sehe. SOB. Was könnte SOB stehen? Keine Ahnung. Aber ich mache dir ganz herzliches Shoutout. Du bist der Beste. So, und jetzt wieder zurück zu den aktuellen Kommentaren. Vollgeld- und Geldspielgesetz abgestimmt worden. Ich habe zur Vollgeldinitiative Nein gesagt und auch zum Geldspielgesetz Nein. Bei der Vollgeldinitiative habe ich mit der Mehrheit gestimmt. Das Geldspielgesetz haben irgendwie die Leute doch wählen. Es ist wie es ist. Ich als YouTuber bin natürlich nie begeistert von Internetsperren. Und ja. Hallo Madlibs! Falls ihr den Madlibs nicht kennt, er hat Instagram. Ich empfehle euch, ihm zu folgen. Er ist ziemlich witzig. Also seine Videos sind ziemlich witzig. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber seine Videos sind super. Komme ich am 4. 5. August ans Meetup. Welches Meetup? Ha, das ist ja mega lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Jod bin. Und ey, ich höre das so oft. Die Leute stellen sich Juden irgendwie so als Rabbiner vor. Und für mich tönt das wirklich so. Das ist wie wenn ich, sag mal, du bist Christ, das ist wie wenn ich dir sagen würde, ich hätte nicht gedacht, dass du Christ bist, weil du halt nicht aussiehst wie der Papst. Also, etwa so fühlt es sich für mich an. Also, wie gesagt. Welche deutsche YouTuber schaue ich? Ich schaue den Herrn Newstime ab und zu. Ansonsten, ich schaue irgendwie gar nicht so viele deutsche YouTuber. Aber ja noch. Schlechteste Note, die ich je geschrieben habe, ist eine 1,5 in Mathe gesehen. Was halte ich von der Pnos? Nicht viel, ganz ehrlich. Ich hoffe, die kriegt nicht zu viel Aufmerksamkeit aus dem Ausland, weil sie eigentlich ziemlich rufschädigend für unser wunderbares Land ist. Schade eigentlich. Anders hingegen die SVP. Die SVP kann manchmal auch leider rufschädigend sein, aber ich finde es jetzt nicht, ich würde jetzt SVP als, ich würde doch sagen, es ist gut, dass es die Partei gibt, weil sie zu Themen anstößt. Leider, keine Ahnung, sie ist gut im Erkennen von Problemen, bei der Lösung hapert es zusammen noch ein bisschen, aber ja noch. Also falls ihr junge SVPler sind, Grüße gehen raus an euch. Ich grüße dich ganz herzlich, Marvin Bregenzer. Gang auf Deutschland ein Interview machen und frag, wie es ist, in der Vorrunde rauszugehen. Ja gut, ich glaube, ich kann jetzt nicht extra provozieren. Ja. Habe ich eine Freundin? Nein, ich habe momentan keine Freundin. Ich bin ziemlich dankbar dafür. Ich habe die letzte Freundin, die ist jetzt schon eine Zeit her, und ich bin ziemlich froh, dass sie Schluss gemacht hat. Weil ich sonst einiges nicht erlebt habe. Also es klingt jetzt irgendwie so macho-mäßig, es ist null so gemeint, aber es ist jetzt einfach ehrlich. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit ihr weiterhin zusammenbleiben wäre, hätte ich nicht ganz so viel lustiges, ich nenne es mal lustiges Zeug erlebt. Mach doch mal in Deutschland eine Schweizerdeutsch-Challenge, kann ich machen, wenn du möchtest. Ist es eine gute Idee? In Deutschland eine Schweizerdeutsch-Challenge. Mache ein Video vom Frauenfeld 2018. Es kommt mega darauf an, was ich nachher mit dem Can bespreche. Mal schauen, ob er schon geschrieben hat.
Ja, er hat schon geschrieben, ich schreibe dir, falls du das siehst, Can, ich schreibe dir nachher gerade zu. IB gegen Basel mit Hipster genommen, wäre wirklich lustig, das kann ich gerne mal wieder machen. Spiele ich Fortnite? Nein, ich spiele nicht Fortnite. Ich töne wieder Roger Federer. Ja, leider spiele ich nicht so gut Tennis. Ich hoffe, wir drücken ihm alle die Daumen für Wimbledon, wo, glaube jetzt dann anfängt. Nächste Woche fängt es, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Wieder Chinesisch, was ist der berufliche Hintergedanke? Es hat wirklich keinen beruflichen Hintergedanke. Also ich stelle mir jetzt nicht vor, irgendwie Dolmetscher oder so zu werden, aber ich finde es halt einfach wahnsinnig geil, mit 1 Milliarde Menschen reden zu können. Und das ist halt ein wahnsinnige. Und ich meine, das kann beruflich wertvoll sein. You never know. Und ja, ich möchte mir auf jeden Fall dort besser Chinesisch lernen. Ja, du bist der King, so ehrlich, so real und am Boden bleiben. Ich wünsche dir auf deinem Weg noch das Beste, dass du alles erreichst. Basel immer im Herzen. Dankeschön vielmals, Enrico L. Cartmann. Vielleicht, wenn ich noch fragen darf, bist du früher noch der Mario Cartmann gesehen? Weil, wenn ja, dann würde ich dich noch aus alten Zeiten von der Swissinfo kennen, wo du ab und zu bei mir kommentiert hast. Wenn nein, dann nicht. Aber es hat mal bei mir früher noch eine kommentiert namens Mario Cartmann. Michel Vanille, ich ignoriere dich doch gar nicht. Schaue ich Fußball? Natürlich. Jetzt, wo WM ist, schaue ich auf jeden Fall Fußball. Was ist meine Prognose gegen Schweden? Ich sag, wir gewinnen das Spiel 1:0. Hoffe ich mal. Wimbledon hat schon angefangen. Okay, ich habe es mir doch gedacht, aber ja noch. Nicht gut informiert gewesen. Pandodia TV, ich ignoriere dich doch gar nicht. Ich liebe dich doch. Lenk dir mal an die Nase, bitte sehr. Ich habe jetzt dem Lionel seine Nase angelenkt. Ich hoffe, es bringt mir jetzt irgendwie nicht groß weiter im Leben, wenn ich ehrlich bin. Ask Hongkong, ja, warum nicht? Warte jetzt. Welchen Weg du immer einschlägst, Lionel, ich sehe das Talent in dir und du wirst definitiv erfolgreich werden in der Medienwelt. Schönen Abend. Danke vielmals, Kema23. Ich wünsche auch dir natürlich alles Gute auf deinem Weg, wo auch immer der anführt. Ich genieße es mega, dass es da so nette Kommentare hat. Ich meine, ich sehe alle Streams von anderen, da wird einfach nur gehatet. Die Leute gehen aufeinander los und alles. Und wir sind da so nett miteinander. Es ist wirklich super. Also, es ist wirklich super. Wann komme ich wieder nach St. Gallen? Ich bin am Donnerstag wieder dort. Ich grüße das Tech-Team. Ganz herzlich. Du hast in 16 Tagen Geburtstag. Den wünsche ich dir. Nein, das sollte man eigentlich nicht. Man sollte nicht im Voraus Geburtstag wünschen. Hey Bro, Sister, sorry, dass ich dich störe. Habe einen neuen Empfang. Ach Gott, Eigenwerbung. Ich bin schon der WM für Italien. Good luck, du. Bitte wieder Orgel spielen. Ich hoffe, das müsst mehr Orgel haben. Ich habe keine Orgel da, leider. Alter, bitte, Eigenwerbung nervt. So. Bitte sehr. Geblockt. Handorgel spiele ich immer noch, ja. Nur ist jetzt 20 vor 11 und die Zeit kann ich natürlich nicht mehr spielen. Leider. Deine Uhr kaputt? Nee, die läuft noch, oder? Stimmt etwas nicht damit? Wenn ich komme ich auf Spreitenbach. Ich habe mega Bock zu gehen ins Shopping Tivoli, aber die haben nicht wollen, dass ich komme. Ja, no. Bist du eigentlich nur in den Videos so neutral oder auch privat? Ich bin im Fall, ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt nicht neutral. Ich habe zum Beispiel, was meine politischen Positionen anbelangt, eher ein bisschen eine Meinung, die eher ein bisschen zum Extremen tendiert. Bring dir natürlich in den Videos nicht so ein, weil du kannst mit so Sachen eigentlich nur verlieren. Oder wenn du sagst, du findest das gut und das schlecht, dann tust du die eine Hälfte beleidigen und wenn du es umgekehrt sagst, dann ist die andere Hälfte beleidigt. Und du kannst nur verlieren. Und darum halte ich mich eigentlich so gut wie möglich zurück. Natürlich ab und zu rutscht mir etwas raus. Ihr wisst vielleicht, dass ich kein riesen Fan von der SP bin. Das liegt daran, dass ich da, weißt, in Basel-Stadt werden wir von der SP regiert und man kann die SP halt immer gut finden. Aber sobald man mal
halt am eigenen Leib zu spüren bekommt, was die SP eigentlich bedeutet, dann findet man sie eben doch nicht mehr so gut. Und so ist es mir gegangen. Also, nein, bitte wählt nicht SP, wenn ihr in Basel sind. Nur ganz kurz ein Beispiel: Wegen der SP dürfen wir in Basel nicht mehr vor der eigenen Garage parkieren. Vor der eigenen. Danke, SP. Danke. Okay. Kann ich mal ins Eglisee kommen? Ja, warum nicht eigentlich? Oder auf die Schlittschuhlaufbahn oder was? Ja. Pfui, da sagt jemand, die SP ist Liebe. Schau, ich kann das absolut verstehen. Wenn du in einem Kanton wohnst, wo die SP in der Minderheit ist, dann kann man sich in der SP verlieren. Weil solange die SP nur redet, aber nichts macht, ist sie eine gute Partei. Aber sobald sie anfängt anpacken, ist es einfach schrecklich. Und ich lebe in einem Kanton, wo die SP anpackt. Und ich leide darunter. Ich kann es nur so deutlich sagen. Das mit der Garage habe ich locker schon 4-mal erzählt. Ja, es stört mich auch, weil ich einfach den Sinn dahinter nicht begriff. Aber ja, nur. Lili, ich bin mal User-Presse und mit dir am Studieren. Oh, Luzu XD. Das ist also die YouTube-Name, Luki. Oh, hey Lukas, warte, ich muss dir etwas zeigen. Ich habe es dir zwar schon gezeigt. Ich habe im Fall, ich habe gerade meinen besten Kollegen von der HSG geschrieben und er hat mir auf meinen Geburtstag Socken geschenkt. Und ich habe sie mega lange nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo sie gesehen sind. Und heute habe ich sie, mein Bruder hat sie irgendwo gefunden und mir gebracht. Und ich bin so glücklich, dass ich es wieder habe. Lukas, das sind deine Socken. Messi für das tolle Geburtstagsgeschenk. Ich hoffe, du bist noch im Stream und siehst das. Also, ich will jetzt niemandem auf den Schlips treten, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen der SP und der SVP, würde ich mich, glaube ich, für das Dreibuchstabige entscheiden. Komme ich mal nach Oftringen. Wenn ich mein Akkordeon ab und zu in den Service muss bringen, dann gehe ich nach Oftringen. Grüß an Luschermusik. Aber ja. Hatte ich gerade im SRF über YouTuber gehört. Hä? Ah, ist es SRF 2 Kultur gesehen? Aber, genau. Aus Switzerland, wie viel Alkohol trinkst du? Eigentlich nicht mal so viel. Und das liegt primär daran, dass ich Bier nicht gern habe. Sorry. Ich habe Bier wirklich nicht gern. Aber ich habe andererseits so gern, keine Ahnung, also ich bin jetzt überhaupt nicht der, der sich besauft. Wirklich null. Aber irgendwie so, wenn es ein guter Tropfen ist, was auch immer, wie Whisky, Amaretto oder so, dann trinke ich eigentlich gerne mal einen Schluck. Bin ich viel an der Langstrasse? Nein. Nein. Ich habe nicht gesagt, dass mich die SVP anspricht, by the way. Ich habe nur gesagt, dass wenn ich die Wahl habe zwischen der SP und der SVP, einfach weil ich jetzt die SP sehr gut kenne, weil ich von der SP regiert wird, dann wähle ich lieber die SVP. Aber wenn ich, also eigentlich wähle ich immer die FDP. Was sage ich zum Adler vom Chaka? Ja, es freut mich natürlich, dass ihm Einsiedeln so wichtig ist. Ganz ehrlich, Einsiedeln ist auch einfach ein wichtiger Bestandteil von der Schweiz. Und ich bin froh, dass er Einsiedeln grüßt hat. Und der Shakiri auch. Wo bist du jetzt gerade und wo gehst du als nächstes an? Ignoriert er mich einfach. Also erstens mal, ich ignoriere den nicht, liebe Master. Und ich bin jetzt hier in Basel und als nächstes gehe ich nach St. Gallen. So. Gehst du auch nach Deutschland einkaufen? Also ich gehe ziemlich selten, ehrlich gesagt, aber ich gehe ab und zu, das stimmt. Erzähl mal einen Witz. Wie ist die Stimmung damals in der DDR gewesen? Sie hat sich irgendwie ziemlich in Grenzen gehalten. Witz erzählen ist irgendwie nicht so lustig, wenn du nicht wenigstens eine Person um dich herum hast, wo der Witz so direkt los und nachher lachen kann. Hm. Habe ich schon mal Streit mit der Südkurve gehabt? Nein. Ganz ehrlich, weil ich bin ja nicht wirklich das aktivste Mitglied von der Muttenzer Kurve. Ich habe zwar die Muttenzer Kurve offensichtlich lieber wie die Südkurve, aber nein. Ich habe zwei gute Kollegen, die in der Südkurve sind. Ich meine, niemand ist perfekt. Ja, no. Was halte ich vom obligatorischen Militärdienst? Ich finde es eigentlich gut, weil es braucht das Militär. Ich finde es unfair, dass es nur die Männer machen müssen.
Aber ich habe das Gefühl, man könnte beim Militär vieles attraktiver machen. Schwer zu sagen. Aber ich bin froh, dass es ein Militär gibt. Wo sind meine blonden Haare? Abrasiert. Ich brauche sie nicht mehr. Ja. Habe ich eine eigene Wohnung? Also ich habe in St. Gallen ein Zimmer in einer WG. Habe es jetzt aber gekündigt, weil ich mindestens ein Jahr Zwischenjahr mache. Und ja. Der Doppeladler ist eigentlich nur das Basler Diebli. Es ist einfach schlecht umgesetzt worden. Ja, da haben wir einen wahren Albanese. He? Schau ich mal an den Match während der Schule. Gut, ich habe keine Schule, ich habe Ferien, ich habe eine Prüfung demnächst. Genau. Hey Lionel, kannst du mal ein bisschen über die europäische Politik reden? Zum Beispiel Deutschland, das Asylproblem ist ja echt brisant in den letzten Tagen. Du sprichst sicher an, dass der Seehofer und Merkel sich gerade nicht so gut verstehen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Willkommenskultur nicht funktioniert. Dass, wenn du von Anfang an kommunizierst, dass jeder Code darf, dass das einfach dazu führt, dass sich Schlepper eine goldige Nase verdienen. Nachher die Leute mit falschen Erwartungen da kommen. Ich meine, die Schlepper verdienen daran, indem sie den Leuten erzählen, dass sie in Deutschland gratis ein Haus und 5'000 Euro Begrüßungsgeld bekommen. Dann kommen die Leute da an und leben zuerst mal in einer Turnhalle und meinen dann, sie haben das Recht auf ein Haus und auf 5'000 Euro und werden logischerweise aggressiv. Das heisst, du müsstest von Anfang an und das möglichst auch, dass es auch in den Ländern durchsickert, halt ganz klar sagen, dass, was die Leute, wenn sie da ankommen, zu erwarten haben und dass sie halt auch leisten müssen. Ich meine, klar, in den ersten zwei Monaten kannst du sie nicht groß dazu verdammen zu leisten, aber nachher müssen sie einfach, wer da ankommt, muss ein Teil von dieser Gesellschaft werden. Anders funktioniert das nicht. Bitte einfach keine ich habe das Gefühl, die aktuelle Flüchtlingspolitik lässt Parallelgesellschaften entstehen. Und das Problem ist, die Leute sind auf der Flucht, sie kommen zu uns. Aber wenn wir von Anfang an kommunizieren, was sie bei uns erwarten werden, einfach wie es bei uns ist, dann überlegen sie sich vielleicht nochmal, ob sie nicht vielleicht in ein anderes arabisches Land flüchten wollen. Who knows? Oh, du bist Zürcher und wie man unschwer erkennen kann, Basel-Fan. Also, das ist eine gute Wahl. Ich Glückwünsche dir zu dieser Wahl. Gelb-Schwarz, unser Herz, wir lieben unsere Stadt. Ja, also, muss ich mal einfach sagen, Respekt an IB. IB hat sicher keine Modefans. Okay, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber sagen wir mal, wer 32 Jahre nie einen Titel gewinnt, immer in letzter Sekunde alles verliert, hat keine Modefans. Darum Respekt an IB-Fans. Aber mein Herz schlägt natürlich rot-blau. Und nächste Saison. Ich bin jetzt versucht zu sagen, es wird wieder spannend, aber ich habe das Gefühl, die FCB-Führung, insbesondere der Burgener, taugt gar nicht. Genau. Hoffen wir das Beste. Ich meine, ich bin dankbar, dass wir jetzt 8-mal in Folge gewonnen haben. Klar, ich will natürlich wieder gewinnen. Aber ja. Ich lese ein bisschen eure Kommentare. Wie viel verdiene ich? Kommt drauf an mit was? Mit YouTube? Über Product Placements? Oder mit was? Wobei YouTube ist eigentlich das Einzige, was ich schaffe. Ich verdiene okay damit. Es wird lange zum davon leben. Aber ganz ehrlich, ich würde es ja machen, wenn ich nichts damit verdiene. Es macht mir zu viel Spaß, als dass ich darauf verzichten könnte. Und ich lerne zu viele tolle Leute kennen. Eben der Can, der Marc. So viel. Ich will nicht aufhören damit. Hast du noch andere Herkunft aus der Schweiz? Ja, also ich bin eigentlich nicht so 100% Schweizer. Meine Großeltern sind nicht alle aus der Schweiz. Meine Eltern logischerweise. Aber irgendwie, ich frage mich auch, wer ist denn heutzutage in der Schweiz so, dass alle 4 Großeltern aus der Schweiz sind? Ich habe das Gefühl, dass die Leute sind eine Minderheit. Und trotzdem haben wir das Schweizer Sein, wie wir als Schweiz funktionieren, gut bewahrt. Also die Schweizer Wert beziehungsweise die Schweizer Art hat sich nicht groß verändert seit irgendwie der, sagen wir mal, 50er Jahren. Das ist immer noch das Gleiche und das finde ich super. Leider, was ich auch sagen muss, ist, dass wir Schweizer ab und zu ein bisschen eine Motzkultur haben. Also es gibt immer irgendetwas zu nörgeln. Wir sind ein bisschen Nörgler und Besserwisser. Und
Das ist ein bisschen nicht so geil. Was denkst du in die WM? Ich finde die Videos übrigens mega nice. Also ich sage jetzt mal, ich hätte es zwar am Anfang von der WM nicht gesagt, aber zum jetzigen Stand würde ich sagen Brasilien. Ich hätte am Anfang von der WM auf Deutschland tippt. Will ich ganz ehrlich sein. ...296k, sorry, ich weiß nicht, ob es jetzt ironisch gemeint ist, aber ja, es tut mir sehr leid, wenn nicht. Kennst du Capital Bra? Nein, sagt mir nicht. Was ist das? Bitte hilf mir weiter. Du bist 100% Schweizer, das ist natürlich nice. Swiss Alp liebst auch, bitte mehr Misch, hahaha, inshallah. Was? Nach Möhlin, vom Rakitic, ja, warum nicht? Brasilien gewinnt nicht die WM, aber der Neymar ein Oscar, das war, ja, kann man geben, kann man geben. Komm ich ans Luzerner Fest, hat Bock da drauf? Ich hätte Bock drauf. Warum eigentlich nicht? Wann ist es? Wann ist das Luzerner Fest? Wann ist das Luzerner Fest? Schon wieder Solothurn? Du bist Schweizer seit dem 13. Jahrhundert. Not bad. Ich meine, 13. Jahrhundert, das ist dann 1291 und so. Komm ich mal nach Cham. Wie viel musst du fragen, bis ich endlich antworte? Sorry, nicht böse gemeint. Cham, ja, warum nicht? Muss ich aber etwas Peinliches fragen. Ist Cham im Kanton Zug? Oder ist Cham im Kanton Schweiz? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ihr seht, auch ich weiß nicht alles. In welchem Kanton ist Cham? Aje Schiptare? Ich nehme mal an, das heisst, ob ich Albaner bin und ich bin es nicht. Ich bin nur Schweizer. Zug, okay, gut, habe ich richtig gehabt. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher gewesen. In welchem Kanton würdest du leben, wenn nicht in Basel? Vielleicht in Zürich. Aber ganz ehrlich, Zürich hat so teure Preise. Also man muss sagen, wenn es etwas gibt, was ich durch meine Videos gelernt habe, dann ist es, dass Zürcher gar nicht so schlimm sind, sondern man muss einfach nur wissen, wie man mit ihnen umgehen muss. Aber wenn man quasi ihre harte Nussschale knackt hat, dann sind es die nettsten Menschen. Aber man muss wissen, wie man die Schale knackt. Das ist eine Art Schwachstelle. Obwohl du mit meiner politischen Meinung nicht zufrieden bist, findest du meine Videos nice. Das finde ich super. Schau, ich meine, das schätze ich an euch. Ich habe das Gefühl, ich weiß, es gibt viele Leute, die meine politische Meinung überhaupt nicht gut finden. Und trotzdem können wir uns einfach gemeinsam ab den dummen Antworten amüsieren. Und ich tue nie groß über mich als Person reden, sondern ich sage einfach immer nur, der Fokus liegt auf den Leuten, die ich interview, nicht auf mir. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so jemand, was ich die ganze Zeit in den Vordergrund stellen muss. Gesundheit dort hinten. Hört man es? Okay. Gehe ich ans Open Air Frauenfeld? Ich weiß nicht, ob ich Pressetickets bekomme. Vielleicht. Es zählt momentan, also zuerst denke ich mal nein, aber jetzt hat mir gerade jemand geschrieben, er könnte wir vielleicht noch organisieren, wer weiß. Was, ich würde sehr mal über seriös, Dankeschön vielmal an er für die 5 Franken. Ich müsste dann irgendwie stehen, was du jetzt von mir verlangst dafür, irgendwie über ein Thema reden. Also, ich würde mich sehr über seriöse politische Videos von dir freuen, weil ich das Gefühl habe, dass du recht interessante Ansichten hast, Stichwort Freiheit. War das mal ein Thema? Ja. Das Ding ist mit politischen Videos, wie gesagt, ich entspreche nie der Mehrheit, ich entspreche meistens der Minderheit. Und ja, da verliere ich halt. Habe ich Konturen geschnitten? Nein. Nee. Soll ich machen? Jetzt, wo ich schon ins Kosovo gehe. Also, habt ihr das ehrlich gefragt, habt ihr den Sieg von Belgien jetzt gerade verdient gefunden? Ey, mal ehrlich, ich hätte es den Japanern mehr gegönnt. Ich
Kannst mich grüßen und frage, also Darian, ich grüße dich, wenn ich mal Politiker wäre, würdest du für mich stimmen? Ah, das ist natürlich ganz nett, danke vielmals. Wer dich auf der Straße erkennt, es ist mega lustig, also die meisten Leute erkennen mich an der Stimme und nicht am Gesicht. Keine Ahnung, jemand hat mir mal gesagt, bist du nicht der Ask? Und dann habe ich gesagt, ja fast, Ask Switzerland. Und er hat gesagt, ja, da siehst du mal, wie schnell ich abschalte, wenn du kommst. Also nicht allen gefällt's. Hinter mir ist eine sehr große Fliege. Jetzt hast du mich aber verarscht. Oder ist da wirklich eine? Ich sehe gar nicht. Also, was ich halt wirklich mal wieder mache, ist, dass ich halt einfach so ein bisschen politische Meinungen fragen werde. Auf der Straße. Und nicht mehr die ganze Zeit über Sex reden. Aber sind wir ehrlich, meine bestgeklickten Videos sind halt die Sex im Titel haben. Aber ich weiß, es kommt glaube ich bei euch nicht ganz so gut an, wenn ich das richtig einschätze. Sonst gerne noch ein bisschen Feedback auf das. Sonst gehe ich ein bisschen mehr wieder auf politische Themen ein. Also, eins von der lustigsten Antworten, die ich je bekommen habe, ich glaube, Adolf Bloch. Oder meine Güte. Wie oft muss ich noch das mit dem Ali lesen? Das habe ich jetzt schon wirklich x-mal gesehen. Wieder mal Kanton Basel-Land, Liestel, warum nicht? Am 17. August ist Luzerner Fest. Okay, warum nicht? Sie ist bei der Uhr, muss schnell schauen. Verarscht ihr mich? Hä? Ich sehe keine Fliegen. Egal ob Freund oder Ex, Hauptsache ich habe täglich eine warme Mahlzeit. Das ist richtig. Habe ich in die RS müssen? Nein, die haben wir als untauglich abgestempelt. Ja, no. Gehe ich den Flavio Stucki? Wenn ja, mache ich einmal ein Video mit der Skipiste und ich Leute frage. Ist im Sommer ein bisschen schwierig. Aber ich kenne den Flavio sehr gut. Echt nicht, das ich. Bis wann geht der Livestream? Vielleicht nicht mehr ganz so lang. Noch irgendwie eine Viertelstunde oder so. Wer hat den dritten Weltkrieg gewonnen? Könnt ihr mal fragen, ja? Was habe ich mit den Schippis? Ich liebe Schippis. Ich glaube, es gibt keinen Schweizer, der Albaner so sehr liebt wie ich. Ja. Bin ich oft im Joggeli? Es geht, aber... Nein, ich bin nicht so oft, aber ich gehe sehr, sehr gern. Okay, also ich verspreche, wenn ich mal eine Ask Germany mache, dann kündige ich das natürlich an. Wenn ist Vega in Wiefelden und für was steht Vega? Noch nie von dem gehört. Das Joggeli ist das Fußballstadion vom FC Basel. Das ist ein wirklich wunderbares Stadion. Echt schön, ich liebe es. Was ist mit den blonden Haaren passiert? Ey, sie sind zu lang im Sommer. Ich kann sie nicht drin losblonden, nur damit ich bin verschwitzt. Ich habe mich gefühlt wie unter einem Helm. Warum bin ich untauglich geschrieben worden? Das ist eine längere Geschichte. Also ich habe es wirklich nicht, ich habe nicht simuliert oder so, sondern ich bin wirklich aus einem seriösen Grund untauglich. Ich möchte das aber nicht ins Internet stellen. Also das ist eine Krankheit, die ich habe. Ich werde nicht darüber reden. Aber es ist nicht, ich habe mich nicht darum gemogelt oder so, sondern es ist wirklich, jeder, der das hat, was ich habe, ist untauglich. Aber ich glaube, das ist nicht fürs Internet. Vor allem will ich nicht nachher als der gelten, als der Kranke gelten. Das Ding, das ADHS ist es nicht, nein. Und AIDS auch nicht. Gott sei Dank. Fallschirmgrenadier. Ich muss euch eine Geschichte von einem erzählen. Der Cousin von einem ehemaligen Klassenkamerad von mir war Fallschirmjäger im Militär. Und die hatten mal eine Nachtübung gehabt und er ist abgesprungen aus dem Flug und irgendwie mit seinem Fallschirm im Wasser gelandet. Und die haben halt ein ganz klares Programm, wenn sie im Wasser landen, dann machst du das Päckchen, musst glaube irgendwie so, dass möglichst viel Wärme in deinem Körper bleibt und warten, bis es hell wird, weil du kannst nicht losschwimmen, je nachdem schwimmst du noch weiter raus in den See oder ins Gewässer und das geht nicht.
Dann am nächsten Morgen, was hell geworden ist, hat er gesehen, dass er in so einem mega kleinen Teich gelandet ist und es irgendwie 5 Meter zum Ufer gesehen war, auf alle Seiten. Und er hat einfach die ganze Nacht drin verbracht. Schrecklich. Der Hamza ist mega lustig, wieso gehst du nicht raus mit ihm? Er ist in Zürich, ich bin jetzt gerade in Basel. Mir geht's gut. Pray for Ask Switzerland. Ach Gott, warum? Ich bin nicht am Sterben. Nein, ich bin gerade in der RS und habe angefangen als Militär, Polizeisicherungssoldat und heute ADS als Abgabe. Und darum RS abgebrochen. Schade. GCZ, FCZ, hä, spielen die? Nein. Sorry, dass ich mit dem gerne angesteckt habe. Habe ich schon mal geschlägert? Ich gehe jetzt nie aktiv rein, wenn ich ehrlich bin. Ich bin in Lyon angestresst worden und habe dann meine Kollegin verteidigen. Und sonst hätte ich nichts gemacht. Das sind so, gerne junge, ich traue es mir jetzt zu sagen, junge Araber gesehen, die ein bisschen auf Stresssuche sind in der U-Bahn. Und dann ja, keine Ahnung. Sie haben meine Kollegin angegriffen und nicht mehr zuerst. Und in ihrer Kultur ist es halt so, dass wenn du die Frau erniedrigst du eigentlich den Mann. Und dann habe ich sie halt verteidigen. Ich habe die Schlägerei gewonnen. Aber ich würde es definitiv nicht wieder machen. Bin ich schwul? Nein. Can? Ich schreibe dir noch. Falls du noch da bist. Schweiz oder Schweden? Schweiz natürlich. Oh, Schweiz. Trittst im Morgenrot daher. Du hast einfach irgendein Datum für das Luzerner Fest angeschrieben. Ja, das ist aber nett. Ich informiere mich nachher selber. Aber mäßig, dass du mich daran erinnerst, dass es ja noch eins gibt. Mache ein Interview mit Daniele Ganser. Zum Daniele Ganser kann ich 2 Sachen sagen. Erstens mal, ich finde, was er erzählt, ist Stoss. Zweitens, ich habe ihn schon 3 Mal gefragt, ob er sich interviewen lässt und er hat immer keine Zeit. Ihr könnt ihm mal Mails schreiben, dass er zusagen soll. Schreibt ihm Mails. Ich würde ihn interviewen. Aber ich muss sagen, er reiht Fakten aneinander, aber er schafft den Zusammenhang, der einfach nicht stimmen. Beispiel, er hat in einem Vortrag beispielsweise gesagt, dass vor dem Angriff auf Pearl Harbor, dass genau dann die an der Radarstation sind golfen, anstatt an der Radarstation zu bleiben. Und im ersten Augenblick denkst du dir, die sind extra golfen, damit sie nachher sagen können, sie haben es auf der Radarstation nicht gesehen, oder sie sind extra von der Radarstation weggelockt worden, damit die Japaner unbemerkt können angreifen und die USA einen Kriegsgrund haben. Jetzt ist es so, ich habe mit jemandem reden, der in der israelischen Armee ist, also eine Armee, die eigentlich konstant im Kriegszustand ist, was ich immer verteidigen muss, nicht alles richtig macht. Und er hat auch gesagt, ey nein, wenn am 6 ist fertig, da gehst du golfen, scheiß drauf, was passiert. Das heisst, der Zusammenhang, den der Ganze erschaffen hat, stimmt nicht. Du gehst einfach golfen, wenn du deine Schicht fertig hast. Und das ist halt so dass der Westen und die USA sind an allem schuld, denken, was ich mega lächerlich finde, aber wo halt vor allem so bei Russlanddeutschen mega erfolgreich ist, wie sie sich benachteiligt fühlen. Und ganz ehrlich, es ist also aus wirtschaftlicher Sicht hat er ein super Geschäftsmodell entdeckt. Er sagt das, was Leute hören wollen und verlangt Geld dafür. Also aus wirtschaftlicher Sicht ist der Mann ein Genie. Aber inhaltlich finde ich das meiste, was er sagt, also kannst du einfach überprüfen und dann stimmt es. Er stellt ja immer Fragen und dann tönt es, als wäre es ein Fakt, aber eigentlich ist es nur eine Frage. Und das stimmt eben dann nicht. Ja, no, so viel zum Ganzen. Habe ich mal ein Video mit der Funicello gemacht? Ja doch, und das kommt dann noch online. Ich muss es nur noch, es ist ein bisschen lang geworden, ich möchte einfach die besten Stellen zusammengeschnitten haben. Und darum, ja.
Was sage ich zum Thema Palästina-Israel? Bin ich da die richtige Person? Eher nicht. Jetzt werden es natürlich alle wissen. He? Das Problem ist folgendes. He? Ich bin ja jüdisch. Und wenn ich einmal zu diesem Thema etwas sage, dann sehen mich die Leute immer so als. Eigentlich nicht. Ich bin ja der YouTuber, der Strassenumfragen macht. Aber wenn ich einmal über das Thema rede, will ich immer der YouTuber sein, der über das Thema geredet hat. Also lasse ich das lieber. Das ist das Problem. Wieso bin ich nicht am Open Air St. Gallen gesehen? Ich habe Prüfungen gehabt. Ich bin in St. Gallen gesehen, aber habe Prüfungen geredet. Ich habe eine mündliche gehabt. Sorry für das. Es ist langsam echt heiß in meinem Zimmer. Und das liegt ausnahmsweise nicht an mir, sondern an dem Laptop, der jetzt echt am Schwitzen ist. Schade, dass du mit dem Mainstream gehst. Ah, das ist auch wieder typisch. Ich weiß nicht, ob du beziehst dich wahrscheinlich auf den Daniele Ganser. Aber das mit dem Mainstream gehen, sorry, irgendwie jeder sagt, er geht nicht mit dem Mainstream. Und der Mainstream momentan ist einfach die These, die USA sind an allem schuld. Wenn du im Internet anschaust, dann ist das mittlerweile der Mainstream. Ich sage nicht, dass das jetzt medial der Mainstream ist, aber einfach so, was der Tenor ist. Und ich gehe definitiv nicht mit dem Mainstream. Aber ganz ehrlich, jeder wirft davor, du gehst mit dem Mainstream. Und wenn ich sagen wir mal, ich würde 180 Grad Wendung machen in meiner Ansicht, dann würde mir wieder Leute schreiben, ich gehe mit dem Mainstream. Ist Beleidigung, du gehst mit dem Mainstream, kann ich irgendwie einfach nicht mehr ernst nehmen, weil jeder bekommt das gesagt. So. Kommst du mal in Hast du mehr HCI? Ja, wenn ihr mich einladet, gern. Grüße der Mika von mir. Habe ich schon mal Krokodil gegessen? Nein. Kann man das essen? Ich habe keine Akkreditierung fürs Open Air Frauenfeld, leider. Ich würde mega gern. Ich habe dieses Jahr kein Presseticket bekommen. Wenn es mir irgendjemand organisieren kann, bin ich mega dankbar. Enis Tetova, ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Schlaf gut. Hast du gern Lachsbrötchen? Ja, sehr. Finde ich super. Bin ich jetzt beleidigt, weil ich mit dem Mainstream gehe? Nein, ich kann es nur nicht ernst nehmen, wenn es mir jemand vorwirft. Es wird einfach wirklich so, es wird allen vorgeworfen. Und das Ding ist, es entkräftigt die Beleidigung, wenn du zwei Richtige hast und beiden vorwirfst, sie gehen mit dem Mainstream. Weil es kann ja nur etwas der Mainstream sein. Ja, so Leute setzen sich irgendwie selber Schachmatt. Nicht böse gemeint. Also, da gibst du 5 Franken und erwartest einen Doppelladen von mir. Ich bin zwar nicht käuflich, aber ich grüße Einsiedler ganz herzlich. Bitte sehr für alle, die ein Foto davon machen. Nicht politisch gemeint. Einsiedler, ich liebe dich. Schmuggle dich auf Open Air Gelände rein. Ist, glaube nicht so einfach. Der 29. bis 30. Juni, das kann nicht sein. Habe ich das Luzerner Fest schon verpasst? Nee. Gute Nacht, Fio. Komme ich wieder ins Wallis? Ja, fürs Gampel gehe ich wahrscheinlich. 296k, das möchte ich nicht bestreiten. Dass die USA haben heftige Mist gebaut. Sie sind aber nicht an allem schuld und das wird vermittelt in diesen Vorträgen. Das ist das Einzige, was mich stört. Aber sie haben definitiv Dreck am Stecken. Absolut. Das will ich null bestreiten. Du hast meine Donation verpasst. Sorry, André. Was habe ich denn verpasst? Hast du schon mal donated? Sorry. Hast du jetzt extra nochmal etwas draufgelegt? Es tut mir mega leid. Okay, ich habe das Luzerner Fest offenbar verpasst. Das tut mir sehr leid. Ich habe nicht gewusst, dass es schon gesehen ist. Sukru Berkay Serin. Ich ignoriere die doch gar nicht. Ich finde die super. Gehe ich aufs One Love Festival? Wann ist denn das? Ich weiß nicht, ob ich am 27. September bis 1. Oktober in der Schweiz bin. Das weiß ich eben nicht. Das ist das Problem. Was tippe ich mal? Ich habe auf 1-0 für die Schweiz tippt. Ich grüße dich ganz herzlich. Babdaflavla. Ey, Sephiron! Wow, hat irgendwie nicht da erwartet.
Meinung zum Neymar. Also ich würde ihm definitiv einen Oscar geben. Ich finde ihn echt gut. Also ehrlich, ich wünschte, ich hätte die Leistung, also als Schauspieler. Das wäre sensationell. Hast du am Donnerstag Schulabschluss, dann gibt es Party. Ich wünsche dir viel Spaß. Wo machst du das? SBB oder Deutsche Bahn? SBB natürlich. Das ist viel besser wie die Deutsche Bahn, ganz ehrlich. Was denkst du, wer gewinnt die WM? Ich sag mal Brasilien. Was halte ich vom Beruf Lastwagenchauffeur? Für mich wäre es nichts. Und ich befürchte, den Beruf gibt es ja bald gar nicht mehr, weil die Lastwagen selber fahren. Aber ich habe großen Respekt vor denen, die, ich meine, ich glaube, das unterschätzen Autofahrer mega, aber Lastwagenfahrer haben eine wahnsinnige Verantwortung. Eine unglaubliche Verantwortung. Weil wenn sie mit ihrem Lastwagen über einen Velofahrer oder auch in ein anderes Auto fahren, dann sind die Leute tot. Findest du, es gibt viele Influencer? Keine Ahnung. André Meyer, ich wünsche auch dir eine ganz, ganz erholsame Nacht. Ich würde mich auch selber nicht als Influencer bezeichnen. Also ich gehe nicht raus in die Welt und sage jetzt, hey, ich muss jetzt Leute influenzen, damit sie die Produkte kaufen, die ich in die Kamera habe. Das ist nicht meine Mentalität. Meine Mentalität ist, ich möchte ein geiles Video produzieren. Ich sehe mich als Creator, nicht als Influencer. Rein nach Basel-Land, warum nicht? Was halte ich von den User? Nicht viel, aber ich habe lustigerweise verdammt viele Kollegen, die bei den User sind. Zocke ich Fortnite? Nein. Ich schaue den Match morgen vielleicht im Public Viewing in Basel, ich weiß es noch nicht. Rapperswil? Ja, warum nicht? Finde ich Zug nett? Sehr. Komme ich mal auf Zug? Ja, hey, das mit dem Zug, also zuerst mal Dankeschön vielmal für die 10 Franken. Das mit Zug, das ist schrecklich. Seit Jahren, und zwar wirklich, verspreche ich nach Zug zu kommen und ich halte es nicht ein. Es ist zum Heulen. Liebe Zoger, ich verspreche es euch. Bitte glaubt mir noch das mal. Ich komme nach Zug. Ihr habt es verdient. Ich befürchte nur, Zug ist gescheit, das ist das Problem. Dankeschön vielmal, I swallow comb. Komm. Was für ein Auto habe ich? Ich habe einen Nissan Micra. Sehr bescheidenes Auto. Dafür ziemlich neu. Also ich habe es mir mit dem YouTube-Geld gekauft. Nissan Micra. 80 PS. Handgeschaltet. Einfach wirklich nicht viel dran. Dafür ziemlich sicher. Hat ABS, Airbags überall. Ich meine, wie gesagt, wo nichts dran ist, kann nichts kaputt gehen. Das ist gut. Sehr zuverlässig. Du hast meinen Alten vor dem Mac getroffen. Das ist gut möglich. Ich erinnere mich nicht an ganz daran. Kann ich mal sagen, das Leben ist hart. Weißt du, das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Es ist so. Basta. Wieso komme ich nicht auf Zürich? Habe ich euch nicht gern? Ich liebe euch Zürcher. Ich finde euch absolut super. Habe ich Netflix und wenn du was schaust? Ich habe kein Netflix und zwar aus einem einfachen Grund. Ich weiß, dass wenn ich mal etwas anfange, dann kann ich nicht aufhören damit. Und vor dem habe ich Schiss irgendwie. Darum habe ich kein Netflix. Ich unterstütze die Partei Swisscom. Wieso mache ich keine Vlogs, fragt der Let's Play It. Ich werde eine machen aus dem Kosovo, wenn ich den Kosovo besuche. Aber ja. Ich bin halt nicht so der typische Vlogger, ich kann es auch einfach gar nicht so gut. Schaffe ich noch 100.000 Abos? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich bin mir eben am überlegen, gesetzt der Fall, ich gehe ein Jahr auf China oder in ein chinesischsprachiges Gebiet, frage ich mich einfach, ob es sich lohnt, noch schweizerdeutsche Videos zu machen oder ob ich eventuell auf englische Videos wechsle. Weil ich habe das Gefühl, mit dem Schweizerdeutschen habe ich jetzt so eine Art Grenze erreicht, wo ich nicht mehr darüber rauskomme. Ich meine, mein Abo-Zuwachs ist jetzt etwa 1'500 im Monat, das ist nice, aber das sind auf 60.000 Abos nicht viel. Und ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte mehr. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss auf Englisch gehen. Ja, geil, Sephirons. Das Wort Influencer wird immer grusiger. Und vor allem, die Leute hören es nicht gern. Und ich höre es auch nicht gern. Es tönt so arrogant. Es tönt wie
wir können jetzt Leute beeinflussen, damit sie Produkte kaufen. Das ist einfach nicht, was meine Mentalität ist. Basel ist die beste Stadt. Ich liebe Basel. Beste kann ich jetzt nicht sagen, aber ich liebe Basel. Fabian Liniger. Bin ich ein Lauch? Nein. Oder vielleicht bin ich einer, ich weiß es nicht. Gute Nacht, Basel 1893, schlaf gut. Wieder mal ein Happy Meal probieren. Haha. Englisch nicht auf dem Kanal, das Leben wird dann noch viel härter. Jo, härter. Das ist so. Ich bin gerade heute im Rhein gesehen, schwimmen, Selim-Bürgin, ich liebe es. Das Ding ist einfach, schau mal, die schweizerdeutschen Videos werden nicht weg sein, die bleiben. Aber ich weiß halt irgendwie nicht, ich habe das Gefühl, ich bin wieder an eine Art Obergrenze gestoßen mit den schweizerdeutschen Videos. Es wird nicht mehr besser. Es kommt nicht mehr. Nicht mehr groß. I don't know. Mach's gut, Madlibs. Und ich werde jetzt auch langsam mehr verabschieden von euch. Und wünsche euch eine ganz, ganz gute Nacht. Beantworte noch 3 Fragen. Und zwar, habe ich noch Kontakt mit dem jodelnden Albaner? Ja, natürlich. Der Lead ist jetzt super sicher. Für welches Team bin ich nach der Schweiz an der WM? Vielleicht Kroatien. Und will ich mal chinesische Zuschauer? Das wäre natürlich geil. Aber die haben ja kein YouTube. Das ist bei ihnen blockiert. Okay, das ist es mit diesem Stream. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die ganzen Kommentare, für die Spenden, für das riesige Publikum, das ich wirklich nicht erwartet habe. Bis zu 320 Leute sind es manchmal gesehen, über 330 sogar manchmal. Das ist Wahnsinn. Also merci vielmals. Und eine gute Nacht wünsche ich euch. Schlaft gut. Gute Nacht, Almir Dacic.